Es freut mich, dass du das Türli Nummer 2 von meinem Adventskalender hast aufgetan. Heute erzähle ich dir ein Märchen vom Apfelglück. Es war einmal vor langer Zeit ein kleines Mädchen, das in einem kleinen Dorf gelebt hat. Es hat 7 Geschwister, 3 Brüder und 4 Schwestern. Das Mädchen hat Anna geheissen. Und sie war die älteste von allen. Die Familie hat leider nie viel Geld gehabt. Und manchmal genug war es schwer, alle Kinder satt zu bekommen. Hat die Mutter viel gesagt. Es tut mir so weh und leid, dass ich euch kein richtiges Essen machen kann. Ihr hättet das doch so verdient. Anna hat der Mutter so gern helfen, aber immer wieder hat sie es probiert, aber nie genug zusammenbekommen. Sie hat sich in kleine Dienste geschickt bei den Nachbarn und hat dafür ein kleines Stück Brot oder auch mal ein kleines Stückchen Speck bekommen. Einmal, es ist gerade nicht so lang bis Weihnachten gsi, da hat sie von der alten Hilde einen Korb voll Äpfel bekommen. Die waren nicht mehr so schön anzuschauen. Die waren so ein bisschen verschrumpelt. Also solche, die man eigentlich nicht mehr essen würde. Wo man eher die Tierchen verfuttern. Aber für sie war das fein. «Nimm den Korb», hat Hilde gesagt, «aber teil sie gut ein.» Anna sucht 7 Äpfel raus, die noch relativ fest und knackig waren. Sie hat sie hier an den Geschwistern zu Weihnachten schenken. Ein Äpfel zur Weihnachten. Sie versteckt die 7 im Keller an einem sicheren Platz und die restlichen Äpfel hat sie der Mutter gegeben. Die hat daraus einen feinen Kompott gemacht. Das reicht jedoch nicht so lang. Und jeden Abend gehen die Kinder mit hungrigen Bauchen ins Bett. Einmal am Abend, die Eltern waren nicht daheim, hat die kleine Anna gerannt. Sie war so traurig. Ihr Herz ist fast zerrissen. Sie hat gehört, wie ihre Geschwister Hunger haben. Sie haben alle so Bauchweh vor Hunger. Und so ist Anna in den Keller gegangen und hat einen der Äpfel hochgenommen, den sie versteckt hat. Und sie hat es in 8 Stück geteilt. Und sie ist zu den Geschwistern gegangen und hat ihnen erzählt, dass die Wunderöpfel seien. Die Wunderöpfel, die, wenn man nämlich ganz fest daran glaube, die einem den Hunger wegzaubern. Und so gibt sie jedem einen Schnitz zu essen. Und die haben sie ganz genüsslich gecatcht und geschluckt und haben selig geschlafen. Die Kerne hat aber die Anna im Schurztäschchen gesammelt. Und sie hat sie vorher noch in ein kleines Nasenlümpchen eingewickelt. Solche aus Tuch, die man früher hatte.
So ist es ein paar Tage gegangen, bis sie am Schluss nur noch einen einzigen Apfel übrig hatte. Es war gerade der Tag vor Weihnachten. Wieder hat ein anderes Geschwisterchen gerannt, diesmal die Anina. Und sie hat die grosse Schwester gebeten, wieder ein Stück von einem Zauberapfel zu essen. Und so hat sie noch die letzte Apfel hochgeholt. Und jetzt hat sie alle Äpfel aufgegessen. Alle Kerne hat sie drinnen im Schürzli, in einem Nasenlümpli. Und in dieser Nacht hat Anna von der alten Tilde geträumt und von den Wunderöpfeln. Im Traum hat sie Tilde nämlich gefragt: Anna, hast du die Äpfel gut eingeteilt? Haben alle etwas bekommen, dass dir zu Weihnachten nicht hungern müssen? Da hat Anna im Traum gesagt, sie habe es gut gemacht. Sie habe es mit den Geschwistern geteilt. Und jetzt hat die alte Tilda einem Mädchen gesagt, jetzt will ich machen, dass dir nie mehr Hunger haben. Du hast sogar die Kerne auf die Seite da. Du hast den Geschwistern die Äpfel schön verteilt, dass niemand von euch hungern. Das ist sehr lobenswert. Und wenn du am Morgen aufstehst, dann wirst du in deinem Schurz etwas ganz Spezielles finden. Am nächsten Morgen ist Anna aus dem Bett rausgehüpft und ist zum Schurz gegangen, hat den Schurz aufgetan, hat in den Sack gelenkt, das Nasstüchli vorgenommen, hat das Nasstüchli aufgeleiert, hat die Kerne von den Äpfeln vornehmen und was hat sie gefunden? Goldige Äpfelkerne. Und weil jeder Apfel 5 Stübli hat und in jedem 2 Kerne sind, hat sie jetzt 80 goldige Kerne gehabt. Die hat sie noch am gleichen Tag an der Mutter gegeben. Und die Mutter, was hat sie gemacht? Sie ist in die Stadt, hat feine Lebensmittel kaufen von einem Kern und von einem anderen Kern hat sie die schönsten Weihnachtsgeschenke kaufen für jedes Kind. Und das Weihnachtsfest war unvergessen. Das schönste, das man je hatte. Und von dort weg mussten sie nie mehr Hunger haben, weil die Kerne, die sind jede Weihnachten wieder gekommen. Die glauben es jetzt nicht. Die sagen, das sei doch nur ein Märchen und goldige Äpfelkerne gibt es nicht. Seid ihr sicher? Vielleicht gibt es sie schon. Nur tief in uns innen. Ich danke fürs Zuhören. Bis morgen zum Türli Nummer 3. Wenn es euch gefallen hat, dann habt ihr Daumen hoch. Ich freue mich auf morgen.
Eure Serafina Eulenstein.